Im heutigen Video geht es um die Distanz, die ich jetzt gerade zu dir habe. Fernbeziehung ist das Thema und ich habe verschiedene Schweizer gefragt, wie sie zu Fernbeziehungen denken, ob sie glauben, dass Fernbeziehungen funktionieren oder nicht. Und das sind die Antworten gewesen. Ich bin da mit der Sina. Mit dem Liam. Melissa. Fatime. Daniel. Miroslav Kajcek. Markus. Raffaela. Nicola. Georges. Nuria. Selin. Hallo, ich bin Ursi. Ivan. Hast du das Gefühl, Fernbeziehungen funktionieren? Ja. Also eigentlich ist Vertrauen das Wichtigste. Weil schlussendlich eben, es ist ja dort und ich bin da. Und sobald du ein schlechtes Gewissen hast, dass sie irgendwie etwas anderes machen kann, dann ist schon verloren. Also darum ist Vertrauen wirklich Prio 1. Nicht wirklich, nein. Es geht einfach nicht. Ich bin wohnt nicht mal so weit weg, auch in Zürich, und ich wohne eine Stunde entfernt und es geht trotzdem nicht, weil er hat keine Zeit, ich habe keine Zeit und dann passiert halt nichts und dann geht man halt auseinander und das war's. Ich glaube, Fernbeziehung ist eher schwer. Hast du dann schon mal eine Fernbeziehung gehabt? Sozusagen, nicht wirklich. Wo war denn die Heim? In Basel. Das zählt. Sehr gut. Am Anfang ja, aber auf die Dauer nicht. Es braucht man muss mehr treffen, um können eine Beziehung weiterbauen. Und eine Beziehung, auch eine Nachbeziehung, dauert nur 2 Jahre. Die beste Psychoanalyst der Welt, die sagen, nach 2 Jahren ist die Liebe vorbei. Nur die Leute bleiben zusammen, weil die haben vielleicht aus ökonomischen Gründen, aus familiären Gründen, weil die haben Kinder oder so. Aber sonst würde nicht weitergehen. Ich bin momentan in einer. Er wohnt in Luzern und ich in St. Gallen. Dann nehme ich lieber das, sonst ist es nicht gut, oder? Also bei mir haben sie beide mal nicht funktioniert. Man ist einfach nicht so beieinander, wenn man jemanden braucht. Und ja, man fühlt sich oft allein, obwohl man eigentlich jemanden hat. Und das ist der Scheiß dran. Man sollte es Gehen haben, weil sonst ist es unmöglich. Ja, wenn sich die 2 richtigen Personen gefunden haben, dann schon. Ich habe bis jetzt noch keine Fernbeziehung gehabt, aber kann man sich vorstellen, dass es funktionieren würde, ja. Ich bin der gleichen Meinung. Ich habe auch noch keine gehabt bis jetzt. Also, liebe Fernbeziehungspotenzielle Partner, Sie haben noch keine Meinung, probiert es aus. Also ich denke, wenn man richtig liebt, dann funktioniert alles. Hast du dann schon mal eine Fernbeziehung gehabt? Ja. Und was hast du das Gefühl, was ist wichtig, dass eine Fernbeziehung funktioniert? Treue. Dass man vertrauen kann. Mein jüngster Bruder, der macht das. Und das funktioniert tipptopp. Ich finde, es gibt ein bisschen Freiheit für uns jedes. Ja. Und da kann man sich freuen auf das Wiedersehen. Mir denke, es gibt ein bisschen Leben in die ganze Beziehung. Also ich denke schon, weil ich habe Kolleginnen, die Fernbeziehungen haben, also in einem anderen Land. Und es funktioniert, also sie sehen sich zwar nur einmal im Jahr, aber es funktioniert schon. Aber das nimmt mich jetzt so zum Wunder. Also einmal im Jahr, also ist es einfach ein Geburtstag, oder? So, ja, das ist das Geburtstagsgeschenk. Ja, prinzipiell schon. Ne? Also klappt manchmal nicht. Aber in den meisten Fällen, glaube ich, so aus Bekanntenkreisen kenne ich viele Beispiele, wo es klappt. Wichtig ist, dass man sich vorher schon an einem Ort kennengelernt hat und gelebt hat. Oh ja. Weil wenn man so von weit her, der eine an A und der andere B und dann 1000 Kilometer dazwischen und dann irgendwie versucht man das aufrechtzuerhalten, dann wird es schwierig. Aber wenn man vorher so eine gemeinsame Zeit hat oder viel Zeit auch investieren kann, die man gemeinsam verbringt an einem Ort, glaube ich, dann kann es klappen. Das war es vom heutigen Video. Wie denkst du eigentlich über Fernbeziehungen? Funktionieren Fernbeziehungen? Was sind eigentlich wichtige Faktoren, was sind wichtige Sachen, die man in einer Fernbeziehung haben sollte, dass sie funktioniert? Schreib sie mal in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt auch mal in die Ferne. Ich sage Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao zusammen.